Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van die radio eingeschaltet hast oder weil du auf YouTube bist, haben eine schöne Zeit mit uns. Mein Name ist Eduard Giesbrecht und ich bin von dir auch hier in Mexiko. Und meistens wird Pastor Steve Wall hier sein und er wird eine Botschaft bringen über Entscheidungen, was er für ein Kartstutz in Bolivien brach auf ein Jugendcampamento. So, je neuet diese Botschaft und ich hoffe, du kannst viel davon lernen. Hi, ich bin Pastor Steve von Lebenswasser hier in Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko. Und ich habe in Gelegenheit in Verreicht, nach Bolivien zu fliehen und auf dem Jugendcampamento zu reden, hier so einen Monat zurück. Und wir beschickten durch ein Thema, und ich will den selben Thema mit Juntop durchgehen. Für wenn dort gehen, ich wollte Ihnen bloß ein klein bisschen vertellen von meinem Leben. Ich bin geboren und aufgewachsen in Kanada. Ich befried mich dort und ich und meine Frau, wir trocken hier in Mexiko, bald nur unsere Chance und haben hier nur für 15 Jahre mehr gewohnt, wie wir in Port von Lebenswasser Kirche anfangen und nun haben wir den Verrecht, um die Kirche leiten und wir haben eine sehr gute Gruppe Freunde, wo wir mit sind. Und ich habe den Verrecht in Bolivien zu sein, um mit der Jugend diesen Thema bechecken von Entscheidungen. Wir checken nur den Thema von, wo wichtig unsere Entscheidungen sind. Wir sehen, wir wollen gehen, verweicht gehen mit guten, weisen Entscheidungen. Und so, wir wollen ein paar von den Entscheidungen checken hier über die nächsten paar Botschaften. Und so, uns Hauptfarge, uns Thema Farge, was wir noch checken deuten ab dem Campamento, kommt von Lehrer, Kapitel 11, Vers 9. Und er sagt so steht, Mensch, Freddy, für deine Jugendjahren und lud die dort von Horten Gott gehen. Beseit die dort leben und denk du Gott immer nur wohnen weich du gehen wirst. Und denk du immer an, du noch als du lebst, wird Gott die im Berecht behandeln. Und so er sagt, nimm Zeit, bedenk die dort leben, wohn weich jäst du, was von den Entscheidungen nimmst du, wo jäst han mit dein Leben. Und Jesus lehrt uns in Matthäus Kapitel 7, er vertellt uns eine Geschichte, wo uns lernt, wo wichtig unsere Entscheidungen sind in uns Leben. Und er fängt in Vers 24 an und er sagt so still, wer meine Rede gehört hat, und das, was ich sei, ist so ein verständiger Mann, der sein Haus auf den Steingrund baut. Und so er redet hier von einem verständigen Mann. Was ist ein verständiger Mann? Ein verständiger Mann, das ist eine weise Person. Das ist eine Person, die du anerkannt, wo ich von dir, die Entscheidungen, die ich von dir merke in Unterschied, und wer ich morgen sehe. Und wo ich morgen hinkomme. Das ist ein verständiger Mann. Das ist eine weise Person. Und er sagt, die weise Person, die baut sein Haus auf dem Stein. Und wenn wir zurückdenken, dann für 2000 Jahre zurück, wir weiten dort die Herramientas oder die Tools, die sie dann brauchen, zum Schaffen, wären wir anders, als was wir von der haben. Dann hatten sie hauptsächlich Humasch in Betteln und so Storten. So, wenn sie wollen einen Stein bauen, das wird sehr lang. Das wird schwer. Das kommt dir. Und aber das wird ein sicherer Weg, sagt Jesus. Das wird die weise Menschen dort deuten. Er sagt wieder in Vers 26, und wer meine Rede hielt nicht das, was ich gesagt habe, ist aus ein unverständiger Mann. Ein unverständiger Mann, das ist so nur. Oder ein Mensch, der Dinge nicht bedenken das, nicht durchdenken das. Er denkt, da wo ich von der da wird nicht bald drin Marien. So ich will von der mit der Luten scheinen gehen, ich will down, wird mir jankert, und Marien, da wird mir nicht trübeln. Und so er greift dort von der, und Marien nicht taub gehört mit von der. Das ist ein unverständiger Mann. Und Jesus sagt uns, dort ein unverständiger Mann ist so ein Mann, der sein Haus baut auf den Sand. Und wenn wir denken dann an Sand, und wo Weg Sand ist, und das ist nicht ein feinen Grund, wo das geben wird. Und wir sagen, dass diesen unverständiger Mann, er wird nicht durchdenken, was passieren wird, wenn er auf dem Sand bauen. Er wird bloß dort, was hastig wird, was leicht wird, was billig wird. Und dort können hastig sein Haus vor sich merken. Und aber doch nicht, und dort, dass seine Entscheidungen, was er merken, die würden Unterschied merken in seine Zukunft.
und würden Trouble in seine Zukunft bringen. Jesus sagt uns wieder in Vers 27, und als dann der Regen fall, und dort Wutter kam, und der Wind blust, und jen dort Hus schlug, fall dort mit grautet Krachen taub. Diesen Mann büht op een zand. En hij kijkt om zich en zegt, hey, die zon, die schijnt van jou. Dat fan het ware. Zoals het van jou is, wordt het dan immer zijn. En zo hij büht op een zand en dat schabt vielleicht door van paar jou. Aber dan kwam door slecht het ware. Dan kwam de woede. Dan kwam de wind. Hij kwam en trouble in zijn leven. En dat huis, dat kracht taub. Met groot geluid, zegt ons dort. Weet je, wenn wir Romans checken, vielleicht in uns in het Leben, haben wir gesehen, wo unsere Entscheidungen, wenn wir haben schlechte Entscheidungen genommen, wo das Trouble bringt in uns Leben nennen. Vielleicht in was das Area von uns Leben kracht auf einmal taub. Und mit einem großen Geluid. Und viele Menschen wollen dort an, wenn es wie mögen anweise Entscheidungen. Wir dachten bloß an, was nu leicht ist, was nu hastig und schwind passieren wird und was nu billig ist. Und dachten nicht genug an, was in der Zukunft wird kommen. Das wird diesen Mann beleben dort. Und Jesus vertellt uns diese Geschichte, um uns lernen, dass wir nicht so still sind. Aber wenn ihr manchmal denkt, wie dort, vielleicht haben wir ein Area belebt in uns Leben, wo das auf einmal taubkabelt, nicht schafft und jetzt schwor. Und dann kijken wir nach den Nächsten und sagen, na, Jana schafft es aber alle Tag für ihn. Hij wordt bloß beter haben, als ich denke, wir dann vielleicht. Oder wo wen hat hij keine Troubles? Oder wo wen kämpft er nicht jeden an, bloß in mein Leben? Das wird diesen unverständlicher Mann, wo er auch könnt denken. Wenn hij kijkt naar den Haus, wo auf den Stein gebaut wird. Jana hat keine Troubles. Manchmal bilden wir uns dort an, aber das ist nicht die Wahrheit. Wir sind dort hier so in dieser Geschichte. Wenn es in Vers 25 sei, wie wird passieren dort mit das Haus, wo auf den Stein gebaut wird. Dat sagt in 25. En de regen vallen, dat woed, dat kwam, dat wind bloos, dan schlug jen dat huis. Krijgt dezelfde troubles had hij, als deze man wat op een zandbuien deed. So zij hadden beide dezelfde troubles. Aber er wird in Unterschied. Zij hadden verschiedene Entscheidungen genomen, en wo zij een huis buien worden. En so dat zegt, dit kwam hier alle jen dat huis. En dat valt doch nicht, weil es dort auf den Stein gebaut wird. Weet je, hij had dezelfde troubles als die wat op een zand buien deed, aber hij had die Entscheidung genommen, dat hij wordt buien en hij dacht aan de toekomst. Vielleicht der Tag, wo hij buien deed, wird feine Sonne schien, keine Wind, kein Regen. En aber hij dacht, dort kommt ein Tag, wo die Trouble wird goudmäßig kommen. So ich war mein Haus, op zo'n Weg buien, dort wird stehen bleiben, wann jan Tag erst kommt. Hij dacht an die Zukunft. Hij wird ein weiser Mann, hij wird ein verständiger Mann. Wenn hij dat anerkennt, dat wat ik van jou doe, die Entscheidungen, die ik van jou merk, die merken een Unterschied en wo ik morgen in hand kom. Hij zegt, zo zeg mijn huis van jou bu. Wat een Unterschied merken, als die wat morgen stehen blijven, oder nicht, wanneer die Trouble eerst komt. Weet je, dat huis, wat Jezus hiervan redt, dat is een Beispiel van ons leven. Wir bühen uns Leben so zu sein, mit Gott seine Kraft. Und aber wir merken Entscheidungen in uns Leben, in uns Entscheidungen, die nehmen uns wohin. Und so die Frage für uns ist, auf welchem Weg bist du? Die Vers, was wir zum Anfang gelesen haben von Lieder, er sagt, denk die dort gut durch dein Leben. Denk dein Leben durch und denk die, welchen Weg du gehen wirst. Und das ist meine Frage für dich von dir. Auf welchem Weg gehst du? Weet je, diese zwei Männer, die hier bühen deuten, als sie anfangen deuten, sie hatten denselben Ziel. Sie hatten denselben Vernehmen. Sie wollen beiden Haus bühen. Sie wollen beiden da kann, wo sie können schluben, wo sie können marklich sein. Sie wollen beiden Haus. Und so sie hatten denselben Vernehmen. Und aber sie merken dann verschiedene Entscheidungen. Sie gingen verschiedene Richtungen mit ihrem Leben, um den Vernehmen dann beleben. Den Vernehmen wird ein Haus bauen, die Entscheidungen wird in Richtung, wo sie dann hinkommen. Und hier leben wir ein sehr wichtiges Prinzip oder Regel in uns Leben. Und dort ist das. Dort Richtung, nicht Vernehmen, bestimmt dein Ziel.
Reichtum nicht vernehmen bestimmt dein Ziel. Wenn sie heute die Salzia vernehmen. Sie wollen bad in Haus haben. Sie wollen bad in der Salzia Stadt kommen. Und aber Reichtum, Entscheidungen, es wird einer durch Handbrach und der andere aber möchte die Entscheidung zum Absond bühen und er kommt nicht nach dem Ziel, doch er will lang in Haus haben. Reichtum nicht vernehmen bestimmt Ziel. Wie verstehen das Geld, wenn wir wollen wohin fahren? Lass uns sagen, du in Bolivia wir, dann wird wir dich in Santa Cruz. Und dann brauchen wir ein Beispiel, zum Santa Cruz fahren, dann müssen wir durch einen Weg fahren und dann links drehen. Wenn Santa Cruz wird dort. Und so, dort ist uns klar, wenn wir durch dann einen Weg kommen, in den Crucero kommen, und machen nur entscheiden, wo Weg fahren wir müssen links drehen, und dann kommen wir bei dem Ziel, wo wir hin wollen. Reichtum nicht vernehmen, bestimmt Ziel. Wo würde es sein, wenn wir den vernehmen würden? Ich will nach Santa Cruz und ja, ich würde hinkommen und dann kommen wir bei den Crucero und dann drehen wir reich. Dann würden wir nicht nur ans Ziel kommen, wenn es Reichtum nicht vernehmen, bestimmt den Ziel. Da würden wir so sagen, dass der Mann, der auf dem Sohn bühen deit, er will ein Haus haben, was verlangt am wird versorgen, aber dann kommt er bei den Crucero, er will nicht ein Haus sozusagen, weil wir sagen, wie Santa Cruz. Er will durchhaben, dann kommt er in den Crucero und dann dreht er reich. Und dann büht er auf dem Sohn. Und sein Haus bleibt da nicht. Reichtum nicht vernehmen, bestimmt den Ziel. Weil die Entscheidungen, die wir von dir nehmen, sind so wichtig. Die sind so wichtig, wenn sie einen Unterschied merken, und wo wir morgen hinkommen. Und Jesus lehrt uns das ganz klar. Und ich will die Mut merken. Bedenk dein Leben, so ist in Lieder, Kapitel 11, Vers 9 sagt. Denk dir das Leben durch, wann war ich du gunen was? Denk über deine Entscheidungen. Wann war ich jetzt du mit deinen Entscheidungen? Merkst du, welche Entscheidungen, oder dass du bloß entscheiden von dir, und was nu leicht ist, und was mir nu wird hostig wohin kriegen, und was nu billig ist, und aber vielleicht eine Lang, wird dir dort viel Trouble geben, und dort kommt Taubgekracht mit großes Gelüts. Mein Wünschengebet für dich ist, dass du wirst auf dem Stein bühen, auf Jesus bühen, und verweicht gehen, und Weisheit, und weise Entscheidungen nehmen in dein Leben, wenn es Richtung nicht vernehmen, bestimmt dein Ziel. Gott segnet, hat einen guten Tag. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.